Willkommen zurück bei der Gelle Froh. Heute hatte mir den Atzen bei unserem Podcast. Und wir haben mit ihm darüber geschwärzt, wie sein Content so war, weil er viel gemobbt wurde. Aber auch über seinen Kurzfilm, den er rezent gedreht hat, über seine kapverdianische Wurzeln. Und wir haben zu drei darüber diskutiert, wie Lützeburg mehr attraktiv für Junker machen. Viel Spaß mit dem Podcast. Diese Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Da kommen wir fangen du mal direkt an. Was bist du am Anfang für ein Mensch? Bist du echt so introvertiert oder extrovertiert? Ich meine, ich sehe so schon von denen zwei bisschen. Hängt davon auf einem Environment. Ich sehe mir aus Natur aus sehe ich am Anfang ein scheuer Mensch. Aber ja, wenn ich aber mit Kollegen oder so sehe, dann voilà, sehe ich bin mal ein extrovertierter Mensch oder ich wirklich kann auch an das Extrem gehen vom extrovertiert sein. Aber so am normalen Everyday sehe ich Ich mit Leuten, wenn du neue Leute kennenlernst, bist du dann mehr scheu so. ja, das sind mich scheu. Ich bin sozialen Introvert. Ja, gerade sind ich scheu bei ihr. Okay. Ja, fair enough. Ich probiere mich gerade auch zu machen und einfach mit. Aber wenn du so RTL-Interviews machst, Ja, hast du dann noch nämlich. ja, ich bin noch scheu. Also bin mehr schlimm oder mehr schlimm wie bei uns? Bei RTL? Ja, mehr. Das ist immer so ein Nervosität, das ist immer ein bisschen zauberhaft. Okay, fair Nee, enough. ich probiere immer irgendwie. Ich will dich durchaus erhören, dass das mir jetzt selbst seriös kredibel sind. Ja, Ja. absolut. Nee, aber die sind nicht cool. Merci. Wir haben schon ein paar Interviews geguckt gehabt von dir bei RTL. Ich fand, sie sind ziemlich immer nämlich so froh, sie so, ja, wie kommst du zur Musik? Und da siehst du ja schon bei meinen Eltern am Kaffee durchgedanzt. Und ich habe aber abhören an einem Interview, wo du gesagt hast, dass du am Anfang während deiner Kante oder an der Schule am Anfang gemobbt gibst. Wie hat das sich genau ausgedrückt und wie hat sich das gefühlt am Anfang? Wie hat sich das Mobbing ausgedrückt? Ja, also was genau geschieht? Also ich meine, schon an der Primärschule war ich einfach bekannt, wo ein bisschen anders das war. Ich war obviously ein bisschen mehr feminin und ich meine, das wird eben so gemacht, dass einer kann eben gesehen haben, dass okay, du bist anders das und die haben das natürlich dann auch vielleicht als ein Faiblesse eben. Das war schon immer so, dass aber wie warst du dann? Hast du dich anders umgedreht oder? Ich meine, ich habe mich einfach vielleicht anders das ausgedrückt, aber ich meine auch einfach, ich habe getanzt. Und natürlich, ich war ein Spice Girl Fan, natürlich, ich war immer bei der Medischer. Ich meine, das war schon so für die Jungen, Red Flag. Ich war Jalousie. Ich weiß es nicht. Keiner von. Aber ja, und das hat sich dann natürlich am Lycée auch nicht unbedingt geändert, also an den ersten Jahren. Also, Okay. weil ich mehr zum Schluss gekommen bin, war ein Mädchen mehr. Und hast du krass drunter gelitten? Ich meine, ich hatte die Chance, dass ich aber noch so einen Platz hatte, wo ich konnte so alles rauslassen. Also wie gesagt, habe ich immer getanzt, ich war im Konservatoire in der Stadt und das war am Anfang so ein bisschen wie mein safe place, wo ich einfach konnte hingehen und einfach konnte alles loslassen. Und da konnte ich am Anfang auch wirklich mehr ich selber sehen, weil ich schon gemerkt, dass die Leute, die da waren, wir hatten ein gemeinsames Leben eben für Tanzen. Und ja, ich habe mich einfach mehr frei gefühlt. Und ja, es war einfach. Und zugehörig vielleicht zu Ja, einer ja, Gruppe. absolut, absolut. Ja. Ja. Du hast mit Tanzen angefangen. Wie war hast du dann noch einmal angefangen so zu singen? Weil ich immer gesungen habe. Also ich habe schon immer gesungen und immer getanzt. Aber es war für mich einfach so tanzen wird sich direkt präsentiert. Es war auch also schon mit Hip-Hop angefangen und war ich meine, ein Mädchen war bei mir am Lycée, war so gesagt, oh, du gehst in Hip-Hop-Schulen und dann war ich so, oh, mega cool. Und dann habe ich eben da angefangen und dann ja, und Stadtfängzeit gemacht, einen Job gehabt und dann hat sich in anderen Hip-Hop-Schulen präsentiert, sind schon die gegangen
Und du hast eben Leute kennengelernt, die im Konservatoire waren und dann bin ich an das Konservatoire gegangen. Und ja, das war ein bisschen so, wo das angefangen hat. Aber trotzdem, an der Periode habe ich immer für mich gesungen. Und, ich war immer den aus einer Kummer war, sich angesperrt hat, Musik bis zum geht nicht mehr abgedreht und einfach gesungen und geblärt. Und, Müssen wir doch lohnen haben. nicht mehr so krass, aber ja, ich meine, das nachher immer an meiner Stufe. Mehr am Anfang. Am Anfang hast du das, wofür du dann gemobbt gibst, hast du das, was dich am Anfang extra möchtest, oder? Take that. Ja. Ja, am Anfang schon. Ja. Ich muss so in ja, Heinz, so nicht mal so Sachen wie, okay, am Anfang bin ich stolz auf mich, dass die Sachen mich nicht gebremst tun oder zum Stoppen oder gemacht haben, dass ich mich komplett verändert habe. Ja. Und schon am Anfang immer die Leben das nie fortgegangen für Musik, für Tanzen, für zu entertainen. Und ja, ich bin froh, dass das mich nicht irgendwie ändert. Ja. Wie meinst du, dass du die Kraft hast, für dich nicht innerkriegen zu lassen? Also das, weil du eben die Gruppen hast, wo du dich am Anfang so akzeptiert hast. Boah, ich weiß es am Anfang selber direkt nicht. Ich meine, vielleicht ist das irgendetwas, was ich immer habe, einfach so ein inner Strength. Oder einfach auch, dass ich abgewusst bin mit Älteren, wo ich aber gesehen habe, wo wirklich viel geschafft haben für das, was sie wollten, weil meine Eltern sind aus dem Kapwerk gekommen, und sie hatten wirklich nichts. Und voilà, und sie haben einen Kaffee abgemacht, sie haben wirklich hart geschafft, sie haben sich ein Haus gekauft, das für sie so Sachen, wo sie daheim waren, eigentlich etwas, wo sie sich vielleicht gar nicht vorstellen konnten. Und ja, ich meine, das ist einfach schon wahrscheinlich so ein kleinen Kampf an mir. Und sie dich schon auch immer supportiert. Das war nicht immer einfach. Also meine Mom mehr wie mein Papa. Mein Papa war immer so mehr eben der Meinung, ich sollte einen real Job machen. Weil ich meine, die meisten Älteren am Anfang auch. Hier kann er pushen, weil einfach eine gewisse Sicherheit ist, Ja, die sie dann hört. Und voilà, ich war so, was mir ein Problem kann. Und ja, I just went for it. Aber wie ist das gegangen? Also dieses Problem kommt inwiefern? Also ich so ein Problem kann einfach am Sinn, dass ich nicht unbedingt auf die Stimme gelauscht habe. Also ich so meine Eltern mit waren auch es waren viel Leute, die das gesagt haben, auch Profen oder ich weiß nicht, einfach random Leute, die dann gesagt haben, ja, war das dann dein Plan B, die übliche Froh oder Hast du keinen? nein. Das ist nur im Lycée, warst du direkt Musik, Olin? Ja. Okay. Ja. Wo warst du am Lycée? Mein letztes Jahr am ECG, im Gästekämpfen. Ja. Passt gut nicht am Anfang. Passt gut. Ja, ich meine, ich war halt auch an Sektionen gegangen, wo für mich am meisten Sinn gemacht hat, weil am Anfang so Sprachen echt da so waren. Also so Sprachen. Ja, am Technik. Bon, das natürlich. Ich hatte echt so Eco. so Musik gedacht. Ja, I wish. Könnt ihr Ja, dann nicht am Technik? Nee. Okay. Also, nee, ich meine, Okay. ich weiß nicht, wie du hast. Ich weiß auch nicht. Okay. Und weil ich mich gefragt habe, du bist der Junge, der ist also auf der Bühne, also das ist ja mega extra. Als das, weißt du, dich normal gibst oder musst du das für rauszustierchen? Weil das sind ja so viele Leute, die Musik machen, also du musst ja irgendwas tun für rauszustierchen. Musst du das express du weinst oder als das, weißt du, dich normal gibst Also, das ist mir schon bewusst, dass das raussticht, aber ich denke nicht, dass ich es mache, für rauszustechen. Ich meine, ich mache es oft, für mich selber zu challengen. Und ich mache es, weil ich das an meiner Kantheit gemacht habe, aber verstoppt. Und
ich meine, dass das für mich so irgendwo, meine ich, sie nicht umgangen, das zu kompensieren. Einfach das, was ich nicht gut, mir nur einfach erlauben, es auf der Bühne zu machen. Einfach mir wirklich drasch zu gehen, okay, du darfst es auch untun, du darfst den nicht filmen, du darfst Lippenstift drohen an. Ja, das einfach, für mich fühlt es sich auch irgendwie eine Befreiung. Mir an meinem Alltag sind ich immer ein bisschen anders, dass ich kann chill sehen, ich kann am Hoodie rundherum laufen, aber ich kann auch, ich weiß nicht, wenn ich rausgehe und schon Lust, mich ein bisschen mehr feminin zu tun, dann why not? So Tom, wann bist du nicht singt mehr? Gut, keine Ahnung, oder? Du hast das Culture Forest Festival zu Asch am Parc La Chaine. 5 Uhr gehen die Tiere ab und sie wirklich mega viel cool lokale Artisten da. Ah, ist das nicht, wo den Josh Island, den OK, den DJ Flex Orlando und Mellows auftreten? Ja, genau. Und es sind noch ein paar Leute, die schon bei unserem Podcast waren, nämlich den Child, den Mars und den Joel Marquez. Und plus, das war ein mega interessantes Gespräch. Also, wenn ihr die Jungen will besser kennenlernen, da guckt ihr gerne ran. Und ich habe den Aftermovie auch vom letzten Jahr gesehen, dass in einem Park an der Natur, das ist eine super Ambiance, die Foodtrucks da, der ist hungrig, wirst du ohne Themen gehen, und kann er in der 12 Jahren kommen eine Begleitung von einem Erwachsenen, finde ich dran. Klingt mega cool. Komm, wir gehen da hin. Da filmen wir ein kleines Video, wo wir mit der Audience engagieren, ein bisschen behind the scenes filmen. Ja, das ist eine gute Idee. Du brauchst auch noch ein Ticket. Ah ja, wie kriegst du den? Man klickt einfach auf den Link hier unter diesem Video und dann kämpfst du da hin. Der Mann steht und dann hoffen wir, gesehen wir echt da. Du hast gestern auf Insta so ein, wenn du da rauskommst, das bei dir hier so einen Teaser gepostet für, du warst am Kopf wer. Yes. Du hast so einen Shortfilm gedreht, verstehst du das Ja. genau? Das ist definitiv Ja, nee, also so ein Doku, also Ja. ein Film, also Das am Anfang, all of the above. Das das Vlog. nee, das ist schon ein Film. Also ich definiere es als ein Film, mehr das auch irgendwie Dokumentation dran. Das Musik dran, das Tanz dran, das ich meine, ich ging einfach als Storytelling definieren. Und der Film ist ein bisschen mehr Hybrid. Aber es schwätzt am Anfang, und das auch ein bisschen mehr persönlich, es schwätzt ein bisschen von meiner Journey. Und ich schon am Anfang ein Kapwerk dazu ein Biersch, den heißt Montcara, und Cara ist am Anfang Gesicht. Weil, wenn du den Biersch anguckst, sieht es aus wie ein Gesicht. Und ich schon am Anfang mal gedacht, was wir, wenn der Biersch ging mit mir kommunizieren, was ging es mir am Anfang so ein paar rapport zu meinen Roots und par rapport zu wo ich hingehe. Und voilà, schon dann, ja, ich kann nicht alles so, aber Wenn ich finde raus. am Juni. Am Juni, recht, okay. Yes. Mais voilà, das ist ein bisschen ein Guiding Voice, die dann dem Personage am Anfang Advice gibt über seine ganze Journey. Was du auf die Idee kommen, ja? Ja. Cool. Und Neusea ist auch involviert. Nein, sehr ist auch involviert. Ich habe auch mitgegangen mit Emmerin und ja, Neusea wurde eben noch mit directed und dann Emmerin eben Kamera gemacht. Cool. Wie lange war der dann du? Wir waren einfach da. Okay. Ja, mit Fahrrad war Da wirklich lügt mega cool. Glück einfach zu oft. Nee. Mir Luxe von der Nullaufstadt, next Sponsoring. Geil, Punkt. Das hat dick bei sie Ja. gepasst, was sie da so mit gesponsert hätten. Ja. Ja. Nee. Kannst du noch immer frohen. Da siehst du, als den aber mit der Lüge gesagt. Da blende mal an. Nee, ja, für Part 2. Ja, voilà. Ja. Ja, cool. Aber wie geht das released? Auf wo? Das geht lo auf alle Plattformen wie YouTube, Vimeo, Dailymotion und so released. Nice. Aber war das dein Ziel, Dummert? Oder geht das kein Ziel? Ich meine, als Künstler ist das echt Ziel, am Anfang muss ich sich ausdrücken an verschiedene Sachen so, verschiedene Sachen lassen gehen. Und für mich war das mit diesem Film, weil es ziemlich, wie schon gesagt, so persönlich war an uns, war es für mich wichtig, verschiedene Sachen lassen zu gehen, auch par rapport zu
zu meiner Identität, meiner Sexualität, auch eine Relation mit meinem Pap. Und voilà, und ich meine, ja, das war mal für mich ein großes Ziel. Aber ich denke, das kann einfach vielleicht als Ziel für andere Künstler, ich weiß es nicht, sie inspirieren, für auch sich anders das zu exprimieren, weil den Short Movie ist aber schon ein bisschen mehr hybrid, das nicht so ein orthodoxischen Short Movie. Und ja, bricht vielleicht ein bisschen verschiedene Barrieren an. Ja, vielleicht maybe will inspire. Das ist cool, effektiv, dass es so hybrid ist, weil meistens ist es ja effektiv entweder ein Film oder ein Musical oder Musik oder, keine Ahnung, so Genau. einzelne Sachen, aber wenn es ein bisschen alles ist, Ja, schon Wie extra. lange dauert den? 23 Minuten und 6 Sekunden. Was dann auch schon. Precise. Eine Maschine. Okay. Und warst du für Drew schon oft am Kopf wär? Ja, du nicht so oft, aber so alle paar Jahren, so am Sommer eben. Mir ja, das war auch eben immer mit der Familie. Und ja, das ist mega geil. Ja, das ist am Anfang aber schön, du, gell, für die Vakanz zu gehen. Das ist mega schön. Also, es gehen ja am Anfang 10 Inseln. Ja. Wer ist die schönste? Das darf ich nicht so. Das darf ich nicht so. Aber natürlich, du wirst das. Wo kennst du Aber am Anfang haben wir auch auf 2 Inseln gedreht, Saint Vicent und Saint-Quentin. Und weil am Anfang auch, wenn ich da hingehe und mit meiner Familie da sind, dann gehen wir am Anfang auch immer auf die 2 Inseln. Ja, die Inseln sind natürlich mega. Und natürlich, das wird immer mehr touristisch als immer Playa oder Boa Vista, dass das für den Hai immer mehr hört oder an der Chance gesieht. But don't let it fool you. Ja, das ist einfach ein mega. Ja, es sind Platz, wo einfach wonderful sind. Ja. Was du lieber, was kennst du denn? Ist lieber du? Gehst du leben oder hei? Also kann ich nicht vergleichen, kann ich definitiv nicht vergleichen. Nur am Moment am State, wo ich gerade bin, will ich da sein. Einfach weil ich gerade spiele. Ich brauche einfach Peace, ich brauche Vakanz, ich brauche Sonne, ich brauche mir. Und ja, mir hei natürlich, aber ich bin halt abgefasst, das wie Home. Ich weiß, also das Home. Ich weiß, wenn ich da in einer langen Zeit wie, dass ich will zurückkommen. Ja, das kann ich nicht vergleichen und ja, daran, das it's just different. Für wann warst du da gerade bekannt? Should I sip again? Ich sehe mit. Ja. Ich sehe Haut gerade ein oder bisschen allgemein? Haut und allgemein auch ein bisschen mehr das nach chill. Mais voilà, ich meine, let's dive right into it. Nee, Eurovision war schon intense made. Also ja, wie ich schon viel gesagt hat man schon ab Juni angefangen mit schaffen und die Lieder und seitdem war das konstant am Kopf, konstant überall, ich schwätze davon und auch nur dem es alles fertig ist, sind Leute nach immer am Anfang nur am Gangen und dann voilà, kommen sie immer auf Eis, ihr Finalisten, ja, wie war das, wie ist das gegangen, jade. Und aber der Punkt ist einfach so, okay, no. Verstehe. Ja. Ich würde sagen, froh, wie fandst du dich so krass, so intensiv eine Zeit mit etwas beschäftigt, wie hast du dich gefühlt den Tag danach? Weißt du, wenn du so ganz am Höchstpunkt warst und du warst endlich auf der Bühne, also, wie hast du das, fandst du das Ziel nämlich für einen an, weil du warst einfach so... Also den Tag danach, ich meine, es war einfach so krass erleichtert. Es war einfach so bemol, weil ich meine, wir haben wirklich alle auf Höchsttore geschafft. Und ich meine, die Leute draußen haben einfach gut, keine Ahnung, wie krass das war. Aber es war wirklich, wirklich intens. Und ich meine, den Tag
Dono war einfach so, okay. Das ist einfach so wie, Das war positiv. ja, Gefühl. das war wirklich Okay. positiv gefühlt. Okay. Und war so wie, es hat sich gespürt, wie waren auch kein Limite mehr da sind. War so, okay, du kannst das machen, ich kann das machen, ich kann das machen, ich kann das machen, ich kann das machen. Und ja, und ich meine, für Drohnen, weil du nicht mehr die Gedanken am Kopf hast, war so bemol, ich weiß nicht, es war schwer zu denken. Ich hatte auch Probleme zu schlafen. Und ich meine, den Tag danach war einfach von den Tagen, wo ich einfach so gut geschlafen habe. Einfach durch. Ja. Das ist für Italien, also gerade über sauer, oder? Wahrscheinlich. Ja. I guess, ja. Und dann die ganz fast no war net awer bësse so, weil ich kann dat vu so genre Examenszeit oder so bis wann so akute Stress river ass, da sind dann awer bësse so an den Lachfeld wis da so effektiv das mega neuse Schule soviel Zeit méi wie sinnnech wat manch. Ich meine, für mich, den Sinne Arbeit manisch, das ist so mein Everyday. Nee, nee, das ist schon am Anfang so eigentlich froh, wo ich mal mehr so in der Past, auch par rapport zum Artistischen immer gestaltet habe. Das heißt, das war das mehr okay. Aber ich wusste auch schon, viel drohen, wenn es nicht klappt. Ich weiß, was ich aber noch will machen. Aber das einfach, es spielt den Zeit bemol anders, das, wie ich gesagt habe, ich habe noch Page-Tour geschafft und dann war bemol so, okay, du kannst am Anfang noch eine Pause machen und ja, also für mich war es noch nicht, dass ich unbedingt an der Lach gefallen bin. Weil ich auch natürlich ein Team rundherum von mir habe und ja, weil wir aber trotzdem auch Sachen weiter schaffen und weil wir Pläne wollen. Ich denke wahrscheinlich war es nicht für jeden Verein so einfach. Ja, das ist schon Projekt, so wie es weitergeht. Ja. Aber wie hast du das am Anfang als Lützburg so finanziell? Kannst du davon gut leben, so auf deinem, wie du am Anfang, auf deinem Niveau? Ja. So. Also ich lebe, ich kann davon leben, absolut. Und bei mir ist es so, dass ich meine das schon ein Zeitchen, das heißt, ich schon regelmäßig mein Sassam, das all 3 Monate, wo ich dann eben mein Raster kriege von den Liedern. Das von so einem Radio gespielt gehen. Radio gespielt gehen, oder im Fernsehen, überall wo die Lieder eben gespielt gehen Raster kollektiert, bei Sassam brucht und dann kommen sie dann bei den Artisten. Und dann sind ich nur den Statut d'Artiste Indépendant, wo natürlich wirklich eine Hilfe ist für Künstler, für wenn sie eben en Periode creuse gerade nicht viel rauskriegen, da kriegen sie eben Hilfe. Und voilà, das, ich meine, als Artisten sind wir da für auch beizudrohen an der Societät, dann ja, ich lebe davon. Die Stadt sind die zwei größten Einnahmen. Ja, und natürlich schon auch Konzerte, das ist mehr so on top. Ja, on top, das fängt eben noch mehr an, weil Festivals kommen. Das heißt, das ist auch immer on top of that. Ja. Okay. Und so Social Media Creator mäßig ist es so Genre wie als Beispiel der Jaja zum Beispiel, manchmal fängt an, ist du nebenbei bist du noch so immer Social Media zu denken. Was dadurch so etwas, was dich on long term interessiert oder willst du wirklich so Fokus auf die Musik? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstehe. Von so Brand Deals. Ja, voilà, weißt du, so Deals. Ich meine, da sagen erst mal Cupra. Okay, so ja. Ja, so Sachen, also ich meine, wenn ich mich auch identifizieren, so mit einer Brand oder so, dann bin ich am Anfang auch voll dabei. Das ist klar, aber natürlich ist für mich den Hauptfokus als Musik. Ja. Ich meine, das andere könnte dann vielleicht irgendwie zu enhancen oder
für finanziell zu helfen. Ja. Stichwort Luxe. Exactly. Mehr Melo so das die ganze Zeit zu machen. Ja. So mal ein Blind Ranking spielen. Ja. Tell me more. Bist du auf TikTok bist du so in der W oder nicht? Nicht viel. Okay, mal geht so schon eine Zeit so ein Trend, wo es du blind ranks Artisten. Das heißt mir so und dir ein Artist, mir da 5 Stück. Und du siehst also Platz 1 oder Platz 5 oder 2, 3, 4 und du weißt nicht, wen du noch kennst. Okay. Okay? Ich werde gehackt gehen. Wir haben eine Edition Lützeburg Okay. und eine Edition Worldwide. ja. Was wäre, was du fängst? Okay, can you think about worldwide? Ja, das wäre das Let's, einfach. let's get fast first. Okay, Nummer 1 ist Drake. Also muss ich so ein... Von 1 bis 5 und du weißt nicht, wen du noch kennst. Okay, fair. Schreibe sie dabei, dass man Überblick. Okay, ja. Okay. Kommen wir lassen da zum Schluss. Michael Jackson. Oh gosh. Zwei. Ja. Gut guess. So du? Next, Rihanna. Oh mein Gott. Also das ist nach 1, 3 auf 5. Okay, 3, Dann Taylor Swift. 5. Gut, war klar. Anfang gut. Anfang, perfekt. Last, Beyoncé. Come on. Ich war zufrieden. Beyoncé, Michael Jackson, Rihanna, Drake, Taylor. Perfekt, Anfang. Perfekt. Gut. Ja. Letzte Bursch geht fast Oh nicht schwer. mein Gott. Okay, sollen wir du aufhängen? Child. Oh my baby. Oh my God. Ist sie nicht dabei? Never know. Oh my God. Boah, Adriana, du warst mal an mega Top 2. Bist du? Ah, ich weiß es nicht. Top 2, but not 2. Ey, komm mal so ein 2 für das Zelle. Oh my God. Kommen dann noch viele noch. Ich so in, Adriano, ich so in 2, weil ich nicht weiß, ob ich dran bin. And you always have to put yourself first. Always put yourself first. Okay, Krieg. Sind immer Eurovision-Finalisten dran? Nein. Oh my God. Ja, das ist schon sauer. Oh gosh. Die sind mega bass. Okay, ich so mega Mäuschen fair. Okay. Dann den Malaga. Der Malen G. Du hast 1, 3 auf 5. 3. Dann Mars. Oh mein Gott. Oh nee. Gut, in der Finish. Oh mein Gott. Und ich darf nicht mehr andere, ne? Nee. Können halt nur einfach so, wie es du gehst, rearrangen. Mir lohnt nicht. Oh nee, ich will nicht weiter spielen. I'm a bad loser. Ja, aber mir so einfach nur 5. Und dann der letzte, den Hudson. You gotta put yourself first. You gotta put yourself first. Oh mein Gott. Ich weiß so, Hudson, Child, Malaga, Krieg, Mars. Wie gehst du? Wir lassen einfach nur so. Wir schwätzen nicht mit drüber. Ich schätze nicht drüber. Das ist nicht real. Das ist nicht real. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Das hat sie kreischen. Ja. Und sowieso, schied alle Artisten oder etwas Uniques. Wir vergleichen nicht. Schied für ihn. Everybody's in their own lane.
Edson for President. Philipp, ich mit gleich vor ein Elektroauto gekauft. Und los sind ich auf der Sicht oder passende Assurance. Ma AXA huet du eng ganz speziell Offer fir Hybrid a fir Elektroautoen. Wie gesagt, die aus? Ma sie bieten eng 15% Reduktion op der Assurance bei den Hybridautoen a 25% op der vun Elektroautoen. Dat heißt, wenn du 2000 € Jahr gibst bezahlen, da bezahlst du eben just 1500 €. Erspurst du mat 500 €. Nicht schlecht. Wie ist es mit dem Ladekabel und mit der Batterie? Ma super, die sind noch alle zwei Mat versichert. Schmengen, da fällt die Decision noch nicht so schwer. Dafür klick auf den Link in diesem Video. Was du auch aktuell auf der Sicht einer Immobilie, beziehungsweise willst du gerne nur in Zukunft ein Appartement kaufen, da bist du wahrscheinlich im selben Boot wie ich und hast das Problem, dass Zinsen nicht klammen. Mir anscheinend hat doch ein paar Vorteile, oder Philipp? Ja, das stimmt. Dadurch geht auch die Spurzinsen an die Lut. Und wer besonders davon will profitieren, der braucht unbedingt Access von der Spurcase, weil die Spurkonto, den du mal dran hast, der bietet einen besonders interessanten Zinssatz. Okay, ja, das habe ich effektiv nicht bedurcht. Das heißt, es bringt noch nicht etwas, für so einem Spurkonto stehen zu haben. Und das ist effektiv praktisch, dass das Doffis an der Offer von der Spurcase mal dran ist. So, Maike, habe ich meine random Fragen, Okay. weil ich einfach Lust habe, ein bisschen so, voilà, ein bisschen zu verstehen, wie du so tickst, aber auch wie der Philipp tickt. Okay. Einfach ganz, ganz generell, was ist das beste Alter? Wie mir auch. Kann ich dazu eine Frage stellen? Ich Absolut. stell mir vor, du warst ja schon das rausgefunden, wie ich geguckt habe, dass du bist mir alt was wie am Anfang all die What? Anna, die so an der 10 sind. Mhm. Warst du auch schon mehr lang am Gang Musik zu machen, oder nicht? Ich meine schon, ja. Ja? Und hast du ihnen halt so Tipps gehen oder Wem? mal so, keine Ahnung, Schall zum Beispiel? Ja. Ja? Ja, Okay. Mir geht mir da auch. Ja, du, ja. Jetzt, ja. Okay. Also besten Alter. Ja, so generell. Mhm. Besten Alter, ich ging so ich bin noch nicht angekommen. Gut. Vielleicht so 44. Okay, Feier interessant. feiert. Ja. Für was? Ich so mal so könnt, also für mich, könnt so nach einer gewissen Etappe Freiheit mit dem Alter. Me, etwas, Das ist wegen Sinn Freiheit. Finanziell. oh nee, du willst alles Trick. Am Sinn von, boah, ich funktioniere irgendwie ein bisschen anders als meine ich. Aber ich habe mich zum Beispiel an meinen 20er nicht komplett freigespürt. Ich fange logisch an, mich mehr frei als Mensch zu spüren. Und ich so mal, dass das an 10 oder 15 Jahren, dass das nach meiner Lehre, als wo ich am Anfang mich komplett frei fühlen. Aber ich meine, für mich ist das einfach als homosexuelle Person vielleicht anders das wie eine non-queer Person. Du meinst, durch die Homosexualität aus der Trajektoire, so was du mir alles was besser. Das ist interessant. Ja, ich meine, absolut. Wieso? Weil man das mit Vergangenheit bewiesen hat. Also, ja, am Anfang als was ich mir angehen, war das mir einfach für mich aus. Okay. Weil es mir Confiance vielleicht kriegst. Ja, absolut. Ich gebe echt so 10. So geht's an den anderen Extrem. So als Kant, wenn es einfach oben so auf den Spielplatz Fußballspiele geht. Das auch. So bei mir. So. Das am Anfang easy. Die klingt Welt. so. Ja. Das natürlich auch. Oh, gut. Ja, das hast du da Du gesagt. kommst gemobbt, weißt du? Ja. Schon mal 10, ja? Bin ich hat er angefangen? Echt schon, ja. 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 Und da bis ganz nicht, ist halt immer Mann mehr, aber Ja, also. was war der Peak? Ich meine, boah, der Peak. Ich meine, der Peak war so 9. Okay, Ja, das ist so Anfang diese. Also, ja, So. 3. Ja. Also, ja. Ja, Ja, kann er sich cool. nee, ja. Das ist okay. Was hast du da gesagt? Ist schwer. Ich hatte
die macht dann zwei ganz gute Argumente. Oder wenn sie nicht lo. Ich hätte nämlich gesagt, so Anfang 30. So ein bisschen mit dem gleichen Argument wie du. Am Anfang, du, was du lo ungefähr bist? Ja. So, du warst gerade am Menge Peak. Okay. Am Menge Prime. Primetime. Das ist wie was, weil sie da kann. Ja, nee, aber nicht. Nee. Auch wenn es den Freiheitsaspekt, weißt du, was dann noch mehr so ankommt, das mehr Erfahrung, das schon x Jahre der Berufserfahrung, das ist wahrscheinlich du noch mehr fand. Mit Sänger ist auch geil. Und klar, ich habe auch etwas gelesen, da den als Mann so ab 50 so am glücklichsten ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie war es. Ich meine, weil es so am Beruf easy war, es einfach easy. Das ist nämlich so Druck, ich muss noch etwas erreichen oder ich muss noch etwas aufbauen. Wenn es auch raus will. Wenn du bist so, ja, auch wenn es nicht erreicht ist, also nicht erreicht ist, aber wenn du einfach deinen Job hast, du warst easy am Leben, Okay. du hast vielleicht Kanner, du hast. Okay. Aber wenn da aber so Drehen oder so Sachen hast und sie nie realisiert hast, dann kannst du dir auch vorstellen, dass du da so an einer Midlife-Crisis Ja, rutscht. genau. Ja, kann sein. Ja. Mich wollte ich doch freuen, also du siehst für einen Mann bei 50, fährst bei einer Frau, weißt du das? Oder? Du, ich habe schon das gelesen von Mann, aber Frau will ich nicht. Okay. Können aber nur googeln. Ja. Das ist eine Statistik, das ist nicht direkt das Thema, aber guck mal. Eine Statistik gestern gelesen, dass anscheinend based on salary der Peak von einem Mann bei Anfang 50 ist, während der bei einer Frau schon bei 36 ist. Ich weiß nicht, Krass. was das soll bedeuten, ich habe nicht just gelesen. Pico, ganz genau. Einfach just salärmäßig, Okay. dass du eben der Peak von Salär hast. So, ohne nur wollen da irgendwie selbst abzumachen. Ich will just meine Information Okay. der Welt teilen. Bevor du mal denkst, Also, mein nächster Frage ist, was von früher, wo ich so Kind oder jugendlich war, vermisste? Geht ein bisschen so an dein Ja. Dingen, wo du so 10 Jahre alt warst oder Ja. am Spielplatz. So. Das ist nicht über Sachen, nur. Weil das wäre nämlich effektiv auch Menge, ich fange mal noch mehr und da kannst du noch überlegen. Das wäre auch Menge Antwort gewesen. Einfach so, dass so mit Kollegen Zeit verbringen, ohne etwas konkret zu machen und einfach just so einen Moment leben. Also ich fand, als Kind Ja. konnte ich besser einen Moment leben. Ja. Ich meine, was ich vielleicht vermissen, also so ohne, also das nach immer möglich, und ich meine auch, aber ich meine, könnten wir ein bisschen mehr Limiten, aber ich meine, zu drehen ohne Limiten. Und einfach so da, du leist und du drehst und du siehst da, oh, das und das kann geschehen oder ich werde das und das machen. Und das einfach, so weil es nachher so weit fort ist, siehst du da, dass so mega krass möglich. Und ich meine, das auch nach möglich, aber ich meine, als Kant hast du eine ganz andere Sensitivität Ja. dafür. Also drehen ohne Druck. Ja. Ja, geil. Ja. Und lo also so, okay, streben, und dann sind ich so, okay, ich muss dann das machen, dann das machen, dann das machen. Das so schon mehr kalkuliert. Ja. Das Du so, bist einfach mehr realistisch. das einfach. ist mehr realistisch, ja, absolut. Mit der anderen, das so mehr, Ja, geil. Du? Aber ich wollte so mit Fragen, heute steht in ihren 30ern, aber steht überall wahrscheinlich auch nicht an, dass kinderlose Frauen am glücklichsten und unverheiratete Frauen am glücklichsten sind. Mehr dafür, also ich meine, ich muss eben mehr Studien lesen, wie heute einfach so Ja, bunte das- Artikel. das ist schon mehr nuanciert, meine ich. Ja, Ja. fair enough. Du? Ja, ich gebe es nämlich so, wie du einfach so als Kant, wenn es einfach kein. Ist man einfach so am Sommer, da ist so raus nach Ja. College gegangen, warst, keine Fußball gespielt hast oder irgendwas. Hallo. So einfach am Schulhof gesquadet. Ja. Das bis 8 F auf Ja. Spielplatz. Ja, gewesen. Bis genau. da ist genau ja. Ja, das ist so die Zeit, so, wenn die Sonne Ja. hochgegangen ist und es war so, okay, wir sind noch spät da raus. Und dann musste ich irgendwann hinkommen. Das war so ein bisschen ein golden. So, ich komme so literally in den Geruch noch von dem Sommer ran, weißt du, so. krass. Ja. Mhm. Okay, nächste Frage, ganz anders Lane. Was macht ihr am liebsten am Haushalt? Für so Chores? Aber ich meine, du gibst eine richtige Antwort. Okay, interessant ist. Come on. War das die richtige Antwort? So Wasch machen. Wäsch machen. An Klü aber dann noch so abhängen, an Strecken, nicht? Nee, Strecke so schon nicht. Okay. Also, Fallen. Ja, so Wasch- Fallen. Wasch, Rammern, Ja. trocknen, abhängen, doch. Und da Fallen? Nicht mehr. Nee, ich Fallen hänge schon sowieso ein alles ab, Alles. Ja. Okay. weil ich nicht kann fallen. Das ist ja Okay. so gesehen. Okay. Kannst du strecken.
Nee. Okay, und du? Ich weiß nicht, ich meine Staubsaugen. Ich nehme auch. Ich meine, Ja. ich sehe Wie hast du so einen Dyson? Fee? So einen Dyson-Staubsauger? Nee. Nee? Ich auch Ah. nicht. Also ohne Kabel wäre es am geilsten. Am Moment bin ich noch mit Kabel. Ja, same. Mir das, ich meine, ich 100 gereicht mega gern. Am Anfang fand ich Musik am Hintergrund tun und dann plus das gereicht, dass du irgendwie dich soothing. Obwohl, ja, ich meine, wo meine Mama immer gestaubsaugt wird, wo ich klein war, sind ich immer so von Raum zu Raum und ich sie gefollowt. Ja. Und habe ich dann so, wenn sie an der Küche war, habe ich mich dann dahin gesagt und dann habe ich so probiert zu schlafen. Und dann ist sie an den Stuf gegangen, sind sie an den Stuf gegangen, und ich mich auf die Kanapé gelegt und ich habe probiert zu schlafen. Und ich hatte das gereicht einfach mega gern. Und ich meine, das ist vielleicht liiert par rapport zu der Schwangerschaft, dass sie das immer gemacht hat, wo sie schwanger war. Und das wird mich am Anfang wirklich so gesoothed und ja, raufgebracht. Geil. Geil. Ich hab nicht gedacht, dass mir vorgeben so eine coole Sache. machen. Nice. Ich doch Staubsaugen. Ja, weil ich und dann einfach so AirPods und neueren schlechter Podcast oder Musik und ich fühle mich also produktiv und so. Aber ja, ich fand die neue Staubsauger so geil. Die Dyson, die hat ja viel so einen geringen Loot. Und da gesagt so alle Ja, Stöpskerl und wurde. Ja. Die war geil. Cool. Live Goals. Ja. So, meine letzte Frage. Wie kann die Lützeburg mehr cool oder attraktiv machen für Junker? Weil, ich erkläre noch für was. Also ich meine, wir gehen schon in eine gute Direktion und können wir mehr, weißt du, so Young Culture und gehen wir mehr so Pop-Up-Stores und noch junge Artisten und alles können so zusammen und das ist mega, mega gut. Aber ich kenne aber noch ganz so viele Leute zu hören, noch auf der Arbeit von Leuten, die aus dem Ausland herkommen. Sie hat noch nicht genug Angebot. So, es fehlt noch zu Lützeburg. Das ist nicht comparable, logischerweise, mit anderen Städten. Die ist so Nightlife-mäßig oder wie? Alles. Du kannst Nightlife, du kannst solo auf Thrift-Shops, also so Second-Hand-Stores gehen oder auf Cafés oder auf Konzerten, alles. Da gibt es kein richtiges Ja. Ich weiß es nicht, aber ich sag mal vielleicht so, boah, I'm gonna think out loud Ja. und streben einfach out Ja. loud, aber so ein Squad, wo jeder Verein dahin gehört. Weil ich schon das Gefühl, so fand ich einfach so visuell, so ein bisschen an meinen Film-Memory Lane gehen. Und ich habe das Gefühl, dass an den Filmen oft so ein Platz war, wo so Skateparken mit gemischt mit einem Park, wo man Glassen holen und jeder Verein geht irgendwie dahin und läuft Musik am Hintergrund und du als Fitness, wo ich weiß nicht, man, das vielleicht Ja. auch gerade ein bisschen Nee. Malibu zu viel an meinem Kopf. Ja, aber Nee, fair ich enough. weiß es nicht, das so irgendetwas, was Gemeinschaft zu mehr zusammenbringt. Ich gebe genau dasselbe. So ein Zentralplatz, das ist perfekt gewürdigt. Das soll nicht nein, aber so ein Zentralplatz, wo so jeder kann squatten, auf der einen Platz machen sie da, auf der anderen da. Okay. Das ist so wie zu München zum Beispiel, so den, wo jeder so am Park Und ist. er ja einfach Okay, so ja. bei der Isar, weißt du, so ein paar Leute spielen Frisbee, andere ist ein Glas, egal. Ich geht das, wo kennt das dann heute? Wo können wir das überhaupt machen? Ich fand zum Beispiel gute Willen Terrasse Ja. ist schon cool, also das ist wie ein Terrasse, mit Ja. du hast den Ja. Vibe am Ja, Klang. ja. So, das fand ich perfekt. Ja, also am Sinn von Sport geht es so etwas ungefähr, so Bohnenweg, den Kaltreis. Aber das, voilà, das ist natürlich just Sport, du hast eben Volleyballterrain, Basketterrain, Fußballterrain, so ein Fitness-Dingens. Du hast auch dann natürlich einen Platz, wo die Leute können Picknick machen. Das ist aber schon ein bisschen mehr exklu und das ist schon ein bisschen just für so Sport. Welche Stadt? Kaltreis. Schon nicht. Klingt cool. Ja, Es geht ja auch das ist am- Bohnenweg. Am Grund des Skatepark. Ja, ich Du noch hast ja da auch in so- den Platz gedacht. Ja, Wenn ja. ich da noch mehr so gäbe, so Kiosk und Ja. so ein Wies, Mhm. das sind mehr so Szenen nebenbei. In Bühnen. Ja, Liedchen, genau, ja, genau. Wie gemisst das der Mann aus der Bürgermeister von Lützeburg? Xavier Bettel. Ich gehe so und werde Bürgermeister von der Ja. Stadt. Ja. Mal dann noch als einen offiziellen Aufruf, darüber nachzudenken. Yes. Mir kann ihn das forcieren. Ja, da möchte ich Ja. einfach die Sachen dahin. Ja, Und dann. ich meine ja. Weil zum Beispiel mit den Pop-Up-Stores, mir startet komplett richtig, fand ich. So, alles ist viel zu teuer, sie subventionieren da gehen eben jungen Artisten an
Store Owners, however you want to call it, Mhm. Möglichkeit für aber du auszustellen, fand ich mega. Cool. Mhm. Gut, mal da war Menge Nice. Fragen. Mhm. Merci, dass Cool. du so cool, interessante Antworten gibst. Wir haben auch noch eine Frage vom letzten Gast. Der letzte Gast war den Alain Wolf, als Hypnotherapeut. Okay. Ich habe probiert, das halt zu hypnotisieren. Das ist leider, ich habe so Show-Hypnose probiert, aber das ist leider nicht gegangen, weil man nicht, keine Ahnung. War too much pressure. Okay. Ja. Das kann Und sing froh war, was wird Menschheit aus der Corona-Zeit gelehrt? Dinger Meinung. Mega. Wow. Hummer wirklich gelehrt. ja, das ist froh, haben wir Apps gelernt. Hummer Apps gelehrt. Vielleicht so Detailer. Wie sing Hand Wasser waschen. Und, wow, das ist am Anfang ein heavy froh. Ich freue mich, ob Schitwarin wirklich. Oh, ich weiß nicht. Das ist ein schwer vor. Ja. Hast du eine Antwort drauf? Mhm. Okay, ich nicht. Was lange wolle? Nee, aber ich meine, ganz ehrlich, am Anfang, dass man nicht so viel daraus gelernt hat. Ja. Also, Das- ich weiß nicht, wenn das nicht geschieht wäre, freue ich mich, ob bloß Menschen anders handeln. Das ist, Oder froh, dass man Blonanka geschehen, gib mal besser handeln. Das meine ich schon. Okay. Falls es lo gegen so schnell geschehen, denke ich schon. Aber vielleicht Reflexen. Ich weiß es nicht. Heinz, du sind nicht an der, so, ich weiß nicht, am Kaktus an der Käse oder so, und dann als irgendeinen so zu nah, und da sind ich so, wie war was du so nah von mir? Ich weiß es nicht. Ja. Aber früher nicht? Ich meine, nicht so, vielleicht tue ich mir nicht so krass Gedanken gemacht. Ja. ich meine, dass, wenn das nicht geschehen, dass Leute vielleicht mehr Sachen aber geben 100 Fragen. Wie Ja. zum Beispiel die Impfung oder so. Mhm. Weil jeder so, okay, Mhm. wo sie. Hallo, eigentlich geben die Leute aber zweimal drüber nachdenken. Mhm. So, also, ich weiß nicht, ob wir lo anders leben, wenn es der Pandemie, wie viel drin, also wie man so gelebt hatte. Ja. Ich meine, wenn das auch Amerika ging geschehen, dann gingen die Leute mengen nach mehr sich Sachen erlauben. Ja. Also, Mhm. ich meine, sie gingen sich nicht so krass restrikten. Ja, Ich meine noch. Ja. Du bist ein froh und der nächste Gast. Damn. Also, wie gesagt, kann alles sein. Meine Lieblingsfroh bis war die vom Krieg. Ja, der ist ein bisschen schwer zu toppen. Wieso ist schon mehr mich selber beantworten? Der Premier Luc Frieden. Oh Gott. Hummer nicht mehr dazwischen, dass ich noch eine Minute kann überlegen. Doch. Doch, wir können. Was ist nein, froh. Ma, du hast gesagt, dass du auch gerne Filme guckst. Oder dass du so etwas, was du gerne machst. Und ich wollte so, und ich habe gerade den Film Sound of Freedom geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe noch nicht geguckt. Das am Anfang geht so Child Trafficking. Und so, und ich habe den am Anfang geguckt, weil du die ganzen Dinge so am P. Diddy hast. Und ich fand den Film als wirklich interessant an. Es wird gesagt, dass so Child Trafficking Industry und Slavery so heiß ist wie noch nie, auch zu dem Zeitpunkt, wo dann von legal war. Und das war ein 150 Milliarden Dollar Industry pro Jahr. Und ich fand so, denke nie darüber nach, dafür fand ich das immer interessant. Wow. Und der Film ist auch dick sauer, zu gucken weg. Und was geschieht mit denen Kanal? Wen käft der? Mal so Pedoen verkaufen so und was eben am Film gesagt wird, so Koks und so, das kannst du mal verkaufen. Mit so das kannst du immer rum verkaufen. Und das hat am Anfang so aus. Und das mehr so an südamerikanische Länder, an asiatische Länder, wo kann er dann so gekidnappt am Anfang gehen. Dafür. Und am Anfang der Film ist wirklich interessant, dass der wirklich sauer zu gucken. Aber ja, das ist ein Thema, weil ich dick krass fand. Heavy.
Und dann, das mir positiv, hat er schon den Film Dune 2 geguckt. Nee, Und das ist schon immer gut. Ja. seriös, weil Ja. ich war den ersten gucken Also, und dann war ich nicht so überzeugt für den zweiten gucken zu Man hat schon echt noch nicht gesehen, aber jeder schwarz viel davon, dass die Filme so krass gut aus. Okay, wie hast du gefunden? ich habe Ah, du nur hast- den eins ah, du hast geguckt. nur den einen und geguckt. ein bisschen ähnlich wie bei dir. Mir anscheinend das sind zwei wirklich der Wert. Okay, Ich meine, den muss ich gucken wollen. Okay. okay. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm. Butterfroh. Ich weiß nicht, ob ich einen Lieblingsfilm habe, aber ein Film, wo ich wirklich mega appreciated habe, war Moonlight. Der war 2016 rausgekommen. Und einfach nicht mehr vom Storytelling her, aber auch von den Farben, von den Emotionen, von einfach so, wie raw das alles gefilmt war. Ja. Worum geht es? Du? Es geht um Identity Search. Okay. Und ja, das Geschichte auch von einem kleinen Jungen, den am Anfang sich sieht. Okay. Und voilà, dann sind so extern eben Faktoren, die eben machen, du gesagt am Anfang die Evolution von einem Menschen und dann zum Schluss gesagt, was die Faktoren gemacht und dass der Mensch dann auch so aus wie er ist. Okay. Cool. Und du hast auch gesagt, dass Spirituality so ein Thema ist, was dich interessiert. Was, also, dass du so groß wird, was genau, wie kannst du das beschreiben? Also, so religiös oder also, Für mich ist so die Spiritualität am Anfang so etwas, was ich nicht wirklich kann definieren. Für mich ist es einfach so etwas, also ich glaube einfach an etwas, was mir groß ist, wie ich. Für mich ist ich so immer das Universum, weil ich glaube einfach so an Powers und an Energien und Sachen, die ich am Anfang nicht aufpacken kann. Und für verschiedene Leute kann das ein bisschen blöd oder weird ja, vorkommen. Aber ja, und wenn ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, Bierden, war dann Bierden ich und dem Universum so so Sachen wie zum Beispiel Law of Attraction oder so. Und auch Meditation und ja, meditierst du? ja, mir nicht so oft wie ich gerne will, zum Moment. Aber ich weiß, dass also Meditation für mich aber wirklich ein Schlüssel ist. Es hilft mir, mich zu alignieren, mich, wenn ich gerade so wirklich an einer stressful Phase bin oder so, dann hilft es mir wirklich durch ja, verschiedene Phasen zu gehen. Aber ja, par rapport zu Law of Attraction und Visualisation, einfach so Sachen sich so umzuzählen und zu drehen und zu sehen und dann ich weiß nicht, wie ich das direkt manifestieren. Also manifestieren, genau. Benutzt du auch am Alltag so für einen Parkplatz? Ja. Ja, ja schon. Du auch? Ja, ja. Okay, ja. Also schon noch das Buch gelesen. Okay. Also, es ist The Secret. The Secret, okay. Ja. Ja. Das ist nicht bekannt. Aber du meinst, dass es einfach so, wenn du einen Parkplatz findest, was du oh, Law of Attraction, aber kein du hast, was du okay. Ja. Mehr ja, schon, also, ich meine, ja. Hast du noch eine Szene, wo ich da mal so generell am Leben, so ein Schmammer so, dass ich eine lucky Person bin und schon viel so, dadurch gehe ich auch mehr lucky, weißt du? Ja. So. Ja. Und beim Spielen, so, weißt du, wenn ich so Karten spiele oder so, sind ich immer so, erstens, das ist mir egal, weil ich ein Gefühl so, wenn es mir egal ist, da bin ich besser. Und ich weiß, dass ich gut Karten habe, dass ich Chance, weißt du, ich attracte und dass ich Chance habe, und dann habe ich auch mal Chance. Okay. So, weißt du das schon? Ja. Das ist mir wichtig. Mal spannend, das ist ein bisschen so wie den Allard, also Laschspruch so, du durch, weil du Druck lebst, dass Hypnose hilft. Ja. Ja. So, und das ist einfach ein bisschen Placebo. Und das bei allen in meinem Leben. Und ich fand mir die Leute, die ein bisschen so sind, die nur so eine Ausstrahlung. Und du hast auch Leute, die sich also Kleinigkeiten am Alltag verlieren, also da der Scheiß und da. Ja, und ja. entweder was fokussiert auf das Positive oder auf das Negative. Und das in allem so. Ja. Ich hatte einen Prof, die hat mir mal gesagt, wenn du dich auf die so kleinen Obstacles und so konzentrierst, dann ist dein Ziel
ziemlich klein. Genau. Aber wenn du dich auf dein Ziel fokussierst, da geht dein Ziel nie groß und dein Obstacle ist nie klein. Da probiere ich auch so aktiv. Und das ist auch nicht immer einfach am Alltag, so auf der Arbeit oder so, zu lernen, da so kleine Sachen. Und da probiere ich immer so aktiv, so the bigger picture zu sehen. So, okay, das ist egal. So, so. Ja. Das ist wichtig. Das ist ein guter Reminder. Das ist nicht immer einfach. Das ist nicht so ein Froh für den nächsten Gast. Ja. Schön am Anfang mich froh schon. Ist ja so eine mega. Gelebt drin. Okay. Wenn du den Schwach hast, Superpowers zu haben, willst du lieber fliehen können oder unsichtbar sein? Okay, was ich. Du? Gut. Ich fliehen oder unsichtbar? Unsichtbar. Ja, ist geil. Also fliehen ist geil für so. Fliehen können wir unsichtbar. Kannst du mehr damit machen im Englisch. Ja. Kannst du mehr reinkommen, du kannst das anwenden für... Ja. Fliehen ist halt praktisch, aber weißt du, wenn du so schnell kannst fliehen, einfach so, als schon bei beamen, ist so. Ja, aber es ist schnell, es hängt von oben ab, wie schnell. Und da kannst du auch Leute mitfüllen und dann kannst du auch so viel suchen, weißt du, so als Transport. Transportbusiness. Kannst du auch so vielleicht dann treiben, kannst Ja. du auf High Buildings so. Ja. Das ist gut. Okay, nice. Okay. Und dann hast du eine Gölle froh fürs Audience und die kann auch etwas gewinnen. Yes. Was kann sie kann schon weisen. Yes. Also, ihr könnt so ein Nice. hat ein T-Shirt gewonnen. Das ist wirklich nice. Ich schreibe das cool. Ja. Und das am Anfang vom Lied Finally Alive und da stehen hier guten Credits von den Leuten, die am Anfang im Lied mitgeschafft haben. So it looks like a movie. Und mein froh ist. Das ist keine froh. Ich verliere mal gerade eine froh. Ja, Muss auch keine griechische Antwort geben. Okay. gut. So einfach in honor of meinem Label hier einen 10. Birthday, wo diesen Samstag ist. Wie heißt mein Label? Okay. Gut. Das ist ja raus. Das ist ja raus von bei, ja. Yes. Willst du noch etwas Lastes zum Schluss sagen? So. Wow. So hat das mega gut gefallen. Was kann ich sagen? Für dein younger self. Für mein younger self und für all die anderen younger selves ging ich so ich komme am Träger Beyoncé. Ich habe schon ein Video gesehen von Beyoncé, wo hat so, also das ist für ein British, wo hat so, keine Ahnung, 8 oder 9 Jahre hat, wo hat so auf der Bühne performt wird. Und ich so immer das mega krasse gesehen, was von der 8-year-old bis zum nowadays Superstar Mogul gehen ist. Ich so immer, dass es erstens für Kinder, was auch immer Träume sind, wirklich stark drin zu leben und nicht so viel an externen Meinungen sich zu konzentrieren, mehr einfach zu gehen, ob den Traum von der Hut, ob das Musik ist, Sport, Acting, was auch immer, einfach zu gehen. Und auch für Eltern an dem Sinn, weil ich so immer war, wenn ich so eine Young Beyoncé gucke, wie der Support, den hat auch immer von den älteren Crew, einfach zu observieren, okay, mein Kind hat da so einen gewissen Talent oder ein Leben für irgendetwas. Voilà, let me take a closer look at that und kann vielleicht kann einfach just supporten. Und voilà, weil das, ich meine, was wichtig am Anfang ist für einen Mensch, ist, dass er glücklich ist an dem, was er möchte und wie er sein Leben feiert. So, yeah, that's all I gotta say. Ben. Nice Schlusswort. Thank you. So mal dir vielmals merci. Merci, Nish. Bis nächstes Jahr. Ciao.